Herr Präsident, die Lebensbedingungen von der schaffenden Leute verschlechtern sich von Jahr zu Jahr, und das überall in Europa, und auch hier zu Lützeburg. Der Rapporteur ist gestern auch relativ langer Breit darüber angegangen. Ähnlich das wie die Regierung hat hier kein rosat Bild vom Land gemalt. Es möchte tatsächlich keinen Sinn, Bild vom Land schön zu malen, auch schön zu reden, was die Leute merken ja den Unterschied zwischen dem, was ist, und dem, was behauptet wird. Wenn es dem Land gut geht, da geht es doch den Leuten gut. So heißt dem Premier seine Floskel. Die Realität zu Lützeburg wie auch an anderen Ländern als die heute, weil es ein paar Leute super gut und immer besser geht, geht es immer mehr Leute immer mehr schlecht. Das ist nichts Neues, hinter dem Anfang von der Menschengeschichte und die ganz reich und ganz mächtig immer Buckel von den schaffenden Leuten gelebt. Herr Präsident, dem Herr Kruchten sein Budgetsrapport war wahrscheinlich den ersten von dieser Majorität, den sich ausgiebig mit den sozialen Problemen vom Land auseinandergesetzt hat. Es wäre auch schwer gewesen, da lernst zu kommen. In Hoken geht es aber so gut der Rapport die sozialen Probleme ausschwätzt, an einer Lesungsvorschläge möchte, so wenig spiegelt sich das an dem Budget selber rum. Ich ging sogar noch nie weit gehen behaupten, dass dieses Budget der Budget ist, den am meisten auf der Höchst von den sozialen und ökologischen Problemen vom Land und von den Leuten angeht. Es fängt schon beim Sold strukturell an. Ich wollte ein bisschen darüber schwätzen, wie Chaos. Das Sold strukturell ist hier so eine komische Geschichte, über die an der Öffentlichkeit sich wenig geschwätzt wird. Das ist aber eine wichtige Sache. Das Sold strukturell, der legt nämlich fest, wie viel Überschuss beim Staat, aber in der Verwaltung übrig bleiben muss. Wenn zum Beispiel das Sold strukturell auf minus 0,5% leiht, heißt das, graf gesagt, dass Verwaltungen dürfen über den bestimmten Zeitraum 0,5% an den Keller gehen. Das heißt, sie können mehr investieren. Wenn aber entschieden wird, wie das soll strukturell auf plus 0,5% zu setzen, das heißt, dass ein Überschuss von 0,5% an den Konten sein muss. Das ist also eine Spurmesure, die dem Staat nicht schwer macht, zu investieren. Das ist also die komische Regel, die irgendwie ein bisschen aus Deutschland kennt, die goldene Regel, der schwarze Null, der aus Deutschland ein Land gemacht hat, wo die Leute verarmen, aber wo die Infrastrukturen, Brücken, Straßen, die öffentlichen Gebäude für sich vergammeln, wie der Rapporteur auch gestern zu Recht einer Strafe hat. Und dann dürfen sich ja auch nicht wundern, dass an den letzten Jahren die Nazien von der AfD immer besser Wahlresultaten Bruten erkriegen. Mit der Entscheidung für einen Überschuss von 0,5% an den Soll strukturell zu haben, geht der Stabilitätspakt, der von der EU selber immer mehr froh gestaltet, auf jeden Fall von einer Partei-Membern, vom Finanzminister übererfüllt, für die Austerität weiter zu rechtfertigen. Eine Austerität, die wir anhand von der sozialen und ökologischen Krise gar nicht brauchen. Dabei ist es nicht so, wie wenn es kein Reichtum am Land ging. Durch Tricker schwätzt das Budgetland aber arm. Zum Beispiel basiert das Budget PIB en Volumen. Das heißt, ohne Deirecht. Gingen aber Deirecht mit abrechnen, dann hätten wir mehr Resetten. Die Resetten gehen überhaupt systematisch unterschieden. Das heißt, am Klartext, dass für das Jahr konprävisionell die Resetten 632 Millionen unterschätzen. Das letzte Jahr gaufen sie sogar 1,2 Milliarden unterschätzt. Wie weit gibt Resetten dann überhaupt unterschätzt? Wie weit möchte die Regierung dann so, wie wenn Männer suchen an Käse kämen, wie er wirklich geht? Aber ja, ganz einfach. Wir mengen, und das seht ihr auch, die Staatsbeamtenkammer, dass die Regierung das Land arm schwätzt, für am Nachhinein den Spurpark von 2015 zu justifizieren oder vielleicht für weitere Spurmaßnahmen zu justifizieren. Dennoch gehen aber auch die Pensen überschätzt, sodass die Regierung sich selber belobigen kann, also kann das aber mehr rauskommen, als wie erwartet. Und dann kommt noch etwas dabei, das ist der famöse Fonds de Rééquilibrage budgétaire, der reaktiviert wird. Was soll ihn dann darunter verstehen? Das geht schon ein paar Mal gesagt. Aber zum Beispiel gibt Mehrwelt, die Gelder, die vielleicht während einem Budgetjahr erschaffen dürfen, die gehen an dem Fonds automatisch redirigiert und die Gelder können nicht mehr angesetzt gehen, für ein Defizit zu decken. Und das ist ganz unabhängig vom Tresor. Das sind aber Gelder, die könnten an das Land investiert gehen, für bessere Infrastrukturen, für bessere Schulen, für bessere öffentliche Kirchen, für die Umwelt und für das Klima, auch für das Logement.
Man nehmen die Gelder, die Bevölkerung an Land Lobatter niederschuhen, die gehen an dem Fonds gehamstert. Der Finanzminister, die sammelt also längser jetzt Moken und verstoppt sie, sodass kein anderen sie findet. Nicht, dass die noch auf die Idee käme, sie für irgendetwas anzusetzen. Das ist eine Sorte von Politik, die immer ein bisschen archaisch als un bon père de famille, als gute Pater Familias bezeichnet wird. Mehr Wirklichkeit ist es dann so, dass die guten Familienpap oder Familienmam, die gute Familienmam, für seine 5 Kinder am Regen stehen lassen, für sein Spurschwein zu füllen. Herr Präsident, am Rapport vom Budget hecht dat in all die Assoziationen oder all die Initiativen, die den ärmsten Matbierger helfen, wenn zum Beispiel Sozialepicerien dankbar soll sein, weil die eng Erbeschlechten, die der Staat nicht überholen kennt. Ich hat der Rapporteur müsste so, die der Staat nicht überholen will. Das ist richtig, dass den sie begrüßen soll, all die Initiativen, all die Leute, die sich daran engagieren, ob hauptamtlich oder benevol. Es gibt viele Leute in unserer Gesellschaft, die sich andere Menschen bekümmern, die nicht viel Söhne haben, die auf der Straße sind, die krank sind, und aber nicht von unserem anscheinend so guten Gesundheitssystem abgefangen gehen. Die Leute, die Arbeit leisten, gehören meistens auch nicht zu den Allerreichsten. Aber das ist nicht normal, dass Privatinitiativen sich die Ärmsten an unserer Gesellschaft müssen bekümmern. Das arrangiert natürlich die Regierungen, weil da brauchen sie sich nicht drum zu bekümmern. Den Erfolg von einer Regierung, Herr Präsident, lässt sich darunter müssen, ob mehr Leute an Armut verfallen oder mehr Leute an Armut verfallen. Und zu Lützeburg ist es klar, es gibt immer mehr Leute, die an Armut verfallen oder riskieren, arm zu gehen, und das trotz Rekordresetten und Budgetsüberschüssen. Mittlerweile gilt es über 10.000 Leute, die von den Assoziationen abgefangen gehen. Aber wenn ihr 10.000 Leute seht, da kann ich davon ausgehen, dass es danach mehr sind. Weil der Mensch hat ja auch etwas, was er Stolz nennt. Und es gibt viel mehr Leute, die könnten an eine Epicerie Sozial gehen. Die könnten bei den Office Sozial gehen, für Almosen zu fragen. Die könnten ein Aide-au-Logement fragen. Aber sie machen das nicht. Aus Stolz. Dabei muss ich immer betonen, wenn ihn arm ist, dann ist es nicht eigentlich Schuld. Da erzähle gern zwar Heinz do Politiker, die die Interesse von der Bourgeoisie vertreten, aber das nicht so. Es geht immer gesagt, wenn ihr viel schafft, da geht es einem gut. Aber die Menschen am Land, die von morgens bis abends richtig schaffen, also gut kugeniert gehen, sie haben am Supermarché, am Kaktus eben, als Putzfrau, als Aide-soignante, Bau, die Pubellen abrufen gehen, das sind alles Leute, die richtig schaffen, auch richtig etwas produzieren, an der Gesellschaft etwas bringen. Aber woran muss den Nutzen von einer Arbeit? Man ja ganz einfach, wenn die Arbeit dabei nicht mehr gemerkt wird. Wenn die Leute zum Beispiel Streiken geben. Weil wenn die Müllabfuhr streiken geben, wenn die Soignanten streiken, wenn die Putzfrauen streiken, wenn die Edukateure streiken, da geht es uns all ganz schlecht. Ich gebe das nicht unbedingt behaupten von einem Trader, der streikt, oder von einem Steuerbüro, der streikt. Vielleicht gebe es sogar besser gehen. Herr Präsident, ich habe gestern ein Video gesehen, wo der Herr Finanzminister sein Budget versichert zu verkaufen. Und im Moment vom Video, da bleibt er bei 2 Fotos vom Edward Steichen stehen. Auf der einen Foto aus dem Jahr JP Morgan zu gesehen, der Gründer von der Bank vom selben Stunum, die auch die Finanzkrise von 2008 mit zu verantworten hat. Und auf der anderen Bild ein italienischer Schriftsteller, der Luigi Pirandello. Und dem Herr Gramegna sein Fazit ist den, dass den Edward Steichen als gute Lützebäuer, Künstler und Bankier selber gerne gehabt hat. Dass der Steichen Künstler gern hat, das kann ich schon mal ganz gut vorstellen, dass er ganz viel fotografiert, nicht sowieso viel Leute fotografiert, wahrscheinlich auch für sein Geld zu verdienen. Aber ich will nicht so kein zu behaupten, dass ein Bankier so gern hat, weil immerhin hecht eine von seinen größten Expositionen, Bitter Years, wo Menschen, Arbeiter, Bauern, ihre Familie fotografiert goufen, die an 30er Jahren Opfer waren von einer großen Depression an den USA an brutalster Armut gestürzt goufen. Von wem goufen sie an brutalster Armut gestürzt? Von den Banken. Und kann gut sein, dass den Edward Steichen dann einerseits die Opfer wollte verewigen und andererseits auch Täter. Herr Präsident, das Problem ist, dass gerade die am meisten schaffen, die penibelst Arbeiten machen, die sind die am meisten verdienen, an die am meisten auf der Arbeit emmerdiert gehen, sie wird für kurz auf ein Pisspaus zu gehen. Das sind Sachen, die wir heute nicht mehr erleben, glücklicherweise. Hier, an unserem Kreis.
Oder heinz du sogar op der Erbecht stirwen, wie der doch nach Göster op Chantier zu Gasprisch de Fall war. Das net den Echten zu Lützeburg könnt dat oft fir, dat Erbechter op Chantier stirwen. Das net normal, dat den op der Erbecht stirft. An het geef fleit man nach 4 kommen, wann die TM auch nach weiter Mëtlen zur Verfügung gif Gestalt kreien wie biselo wees, da das am gang ze geschéien, mech menggen dat den Effort muss schleunigst weiter goen, weil hier een Ersatz as immens wichtig. Herr Präsident, huet awer des Regierung wirklich Appes gin Darmut ënnerholl. Mir menggen net. Wen ass sos zuständig dofir, wann et Leiit gut geht oder wann et Leiit schlecht geht? Den Herrgott, Marsmännescher, die Illuminatien, nee, das hat Regierung. Wat sind da die Mengen dat? Das Regierung mcht eng Politik, die awer nach méi Armut produzéiert. Ech wees jo net wie sos responsabel wie. De Bericht schlägt fir, et mis ein Observatoire de la Pauvreté gründen. Fi wat net. Vielleicht auch ein Observatoire de la Richesse gründen, weil für Molenke interessant zu gucken, wen halt zu Lützeburg alles besitzt. Das aber auch nicht so, wie wenn Darmut ein komisches Phänomen wie den Obemol so aus dem Nichts entsteht, an den ihr müsst observieren, wie ein exotisches Tier oder eine unbekannte Krankheit. Darmut das kein das Phänomen. Darmut das Resultat von einer Politik. Mit 18% von den Leuten, die sind am Armutsrisiko. Das ist eine Verdubblung innerhalb von den Jahren. 13% von den schaffenden Leuten sind am Armutsrisiko. 72% von den Schomeren sind am Armutsrisiko. 40% von den Alleinerziehenden sind am Armutsrisiko. 23,5% von den Kanner sind am Armutsrisiko. Zwischen 2012 und 2016, also ändert dieser Regierung, und sich die Mandaten auf den Offiziation verfünffacht. Wenn der Premierminister behauptet, wie am Land, am letzten Jahr im Land dat der Fall war, wenn der Premierminister behauptet, dass eine Regierung wenig gegen Armut kennt machen, dann hört den Sinn von der Politik gar nicht verstanden und dann hört den Sinn von seinem Amt wahrscheinlich auch gar nicht verstanden. Und dann hätten noch besser einem anderen sie verlassen. Herr Präsident, Demokratische Partei vom Herrn Büttel ist ganz dapper, wenn es darum geht, Gesetze zu machen, die Steuerlast von den Reichsten aufsetzt. Mit Demokratischer Partei als auch ganz dankbar daran, für die schaffende Familien Gelder wäsch zu wollen. Weil mit der Reform von der Familienminister für die Familienhilfen und Familien verloren Geld. Wenn ihn alles zusammenrechnet, also die Aufreihen von den Allokationen im Jahr 2006, dafür kann das Regierung noch nicht, plus die Reform von der Madame Kahn, dann hört eine Familie mit einem Kant 10,6% verloren, eine Familie mit 2 Kindern 20,2% verloren, eine Familie mit 3 Kindern hat 38,1% verloren und eine Familie mit 4 Kindern hat 42% verloren. Da wird natürlich gesagt, ja, es gehen Checkservice accueil. Aber dazu kann ich noch vieles sagen. Erstens, am Platz, dass der Staat Suen investiert, am Bau von öffentlichen Krechen, am Maison Relais, überlässt der Staat den privaten Sektor, er finanziert den privaten Sektor mit den Geldern durch Checkservicen. Zweitens könnte dann auch noch zu einem bürokratischen Chaos, weil da müssen dann auch noch all zertifiziert gehen. Wenn sie öffentlich wären, brechen das gar nicht. Drittens, die Edukatrissen und Edukateuren hätten bestimmt besser Arbeitskonditionen und besser Paien, weil sie gehen am Privaten meistens gar nicht gut bezahlt. Aber dabei bleibt es nicht. Wären wir noch bei dem System, wo die Eltern Allokationen kriegen, die nicht gekürzt sind, die nicht angefragt werden, also ich könnte sogar hier keine guten öffentlichen Krechen an Maison Relais setzen, die gratis wären, dann hat kein etwas verloren. Aber mit den Checkservicen geht die antisozial-Familienpolitik von dieser Regierung nicht kompensiert. Für was? Und das wirft Salariatskummer ja das Jahr auch gut ab. Aber ganz einfach, weil nicht jeder, die Kanner hat, ein Checkservice kriegt. Laut Eurostat profitieren nämlich 50% von den Kanner global von den Checkservicen. Das heißt, dass 42% davon nicht am Genuss von den Checkservicen kommen, wahrscheinlich, weil auch nicht alle Kant an eine Maison Relais geht. Aber das heißt am Klartext, dass Eltern, die hier Kanner nicht an Crèche oder an eine Maison Relais gehen, die kriegen schlussendlich etwas weggeholt und nicht an Platz.
Men net nëmmen die schaffen Familien mat Kanner sie geschwur gin. Studenten noch. Jugend ass net verschont gin. D'Reform vum Herr Meich géint déi Tausende vu Schüler Studenten op Stroosgange sinn huet dazu gefouert, dat Studenten schlussendlech Manner vum Staatgruten an dat zugunsten vun der Bank well se pré machen mussssen. Du schaust nach net an du musste schon bei der Bank verschulden. Wéi Salariatskummer do an hirem Avis berechen huet, huet sech die méiglech Verschuldung vun eng Student ass die méiglech Verschuldung vun eng Student vun tschen 2009 an 2010 äuserst antéicht gangen. mat eng Back plus 5, weil hause das brauste e Back plus 5 fir iwwerhaupt eng net unbedingt gut bezuelten Erbeg ze kreien, huet de Student dem Noéi eng Schuld vu 50 oder so gefleit 60.000 €. E Student awer den als besserem Haus kënnt, huet oft Manner Schulden, weil net gezwungen war ganz einfach e Pré opzuhullen, Tom Purier. Wat bedeutet dat alles fir d'Jugend vun Haut? Wat fir eng Zukunft ass des Regierung der Jugend am Gangen fir ze bereden? Gees an d'Schule. Du kannst net als enger reicher Familie, die sowieso mat 3 Kanner 80% Manner vun der Familiegelder verloren huet. Vun du hem aus gëst du net viel unterstützt. Du se Pré op, bring se fertig de Back plus 5 tatsächlich auf 5 Joer ze packen, méi Fleit braust du awer Joer méi, weils du niewe bei schaffen muss. Da warst du am Studéiere fertig. Da musst der Bank schon mal 40, 50, 60.000 € zurück bezwillen. Du brauchst eng Erbecht und du siehst als Student auch schon mal eng Erbecht für die Bank zu beglicken. So wie an den USA. Das ist nach Krack méi schlimm. Aber das Problem ist den, dass du zu der Halschen von der Jungen gehörst, die keinen Langzeitkontrakt kriegt, mehr just einen Kurzzeitkontrakt, der bestimmt vielleicht doch nicht legal ist, weil die meisten Kurzzeitkontrakte zu Lützeburg mengen sie wahrscheinlich nicht unbedingt legal. Wie viel gehst du bezahlt? Der qualifizierte Mindestlohn oder ein bisschen vielleicht drüber. Erstens geht es nicht nur für die Leute zu bezahlen, zweitens wollen die mich Proprietären das nicht, weil sie wollen keinen mit einem Kurzzeitkontrakt. Da gehst du für dich mal am Hotel Mama zurück, du noch vielleicht lernst du, wenn du das leisten kannst, an ein WG, was auch nicht unbedingt jeder im Apple saß. Und der sowieso, weil die Regierung nicht möchte, für die Leute zu plafonieren, an der Proprio, die weiß, dass du froh kann, was du willst. Und du bist schon bald 30 Jahre. Dein Proprio musst du 1.200 € bezahlen und du hast dein Prä nach immer nicht zurückbezahlt. Du bist nach kein 30 Jahre, da gehst du schon große Sorgen. Und dann hörst du den Finanzminister sich auf der Tele freuen, dass wir den Triple A haben. Aber für den Triple A zu haben, du musst der Finanzminister alles machen, für die Finanzmärkte glücklich zu machen, die Fondsindustrie glücklich zu machen und Banken glücklich zu machen. Und das heißt, dass sie einen Freischein kriegen, für alles können zu machen, was sie wollen in Wirklichkeit. Und dafür musst du als junger Salarié blechen. Das ist das Resultat. Und da kommt nach Krönung, weil wir noch nach einer fermen Klimakrise. Und die Klimakrise wird doch soziale Probleme verschärfen. Dann hörst du gewissen Herren, denen es gut geht, und noch weiterhin gut gehen wird, weil sie meistens die Politik unterstützt, die Haut zur Klimanotlage gefordert wird. Und sie verbringen nach zwischen 2 Verwaltungsräten hier Zeit, um da für einen heroischen, ganz virilen Kampf gegen ein junges Mädchen aus Schweden zu feiern. Also ich weiß noch nicht, wie das ist, die feiert schon, wir haben so nicht mal Andropos als etwas Älteres. Also ich hoffe, dass mich warnt, wenn du fängst. Geht noch. Wir wissen natürlich, Herr Präsident, dass Lützeburg nicht ganz allein die weltweite Klimakrise wird bewältigen. Aber wenn wir weiter nach lang werden, da stehen wir dumm. Da stehen wir wahrscheinlich ganz dumm da. Und dann kann ich davon ausgehen, dass wenn Heinz du hört, die ganz reich mit der Vermeser Big Fucking Rocket mit dem Etienne auf den Mars fliegen. Aber gerade, ich zitiere nicht mehr Regierungsmembern, aber gerade weil wir so reich sind, können wir unsere Part dazu beitragen, also gut eine Modellfunktion überholen. Denn der Finanzminister behauptet, die Regierung gebe 1,5 Milliarden an Investimenten gegen die Klimakrise investieren. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und das ist auch das Problem mit dem Budget. Da sind ganz viele Mogelpackungen dran.
Well wat stöcht an dieser halber Milliard? Talschen du vunner 251 Millionen Euro, das ist de Fondurei. Dat sind Etyden, dat sind normal Investor, die so oder so miste gemacht ginn an noch immer gemacht goufen, an der ja Wirklichkeit schon längstens hätte solle gemacht ginn, weil man ja total an den dra sind. 1% vunner, dat sind 5 Millionen, dat das de Pakt Klima, do die Branche finanziert, die ganz an der Reihe sind mit as eng Drps Wasser op Bewärme stehen. Weiter 5%, also 25 Millionen Euro, dat das fir Zerwell. Da könnt nach dem Mihege Posten 67 Millionen Euro. Das sind zum großen Teil die Kompensationsmesuren. Das sind die Rechte, die wir bezahlen, für weiter können CO2-Emissionen zu machen. Aber wo jeder weiß, wo jeder sieht, der Mechanismus, der bringt nicht. Also bekämpfen wir gar keine Klimakrise. Und dann haben wir weiter 67 Millionen Euro, das ist ein Tram. Ich ging nicht behaupten, dass den Tramlo eng virschlech Neuigkeit ass, weil die gouf auch schon 34 Jahre diskutiert und das war auch noch nicht am Kader von der Klimakrise, die lo wirklich los geht. En plus ginn auch noch dabei Funktionmentskachte man da berechnet, wat nu wirklich keine Investitionen sind. Dabei könnt auch noch, dass den Tram eng Privatgesellschaft das zwar mit öffentlichen Geldern finanziert, aber wo die Stadt Lützeburg an den Transportminister selber so, dass sie sich nicht an das Geschäft amesche wollen. Und du hast gerade Krux, weil eng richtig öffentliche Politik muss von der Gesellschaft, muss vom Staat, von den Gemengen, auch von den Leuten gesteuert gehen. Und danach, und da kennt ihr auch noch iwwer einer mesure schwätzen méi echmengg kommen dober Mozrek, nämlich die sogenannten Green Finanz, das der Witz vum Joer. Wann d' Regierung mengt, dat ze dummer der Dat als Kampf gegen Klimakrise kann verkaufen, dann dienech ma da wirklich ganz seriös sugen. Ich werd moi darüber agoen. Aber nach Wut, weil dummer der Brezeg Regierung jo och, das soll ja eine Sozialmesure sein oder eine Klimamesure sein, je nachdem, nämlich den gratis öffentlichen Transport. Für genau 2 Jahre haben wir bei derselben Debatte, in einer vierten Legislatur, eine Motion, mir als die längere Motion deposiert, für den öffentlichen Transport gratis zu machen. Für 60 Deputierte, das war noch an der aller Chamber, und nur 5 Deputierte dafür gestimmt. Die 2 von der Link und die Demolisch 3 von der ADR. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sowohl den Herr Gramenia wie auch den Herr Bausch erklärt haben, wie weit die Mesure an ihren Namen totale Quatsch wäre. Der LSAP war schon länger Zeit dafür, das stimmt, aber sie kriegt sich an der Demolischer Regierung nicht durchgesetzt. Was ja auch normal war, weil die zu einer Koalitionspartei DP und Grün dagegen waren. Und da kommt der Wahlkampf. Die Grünen waren weiterhin dagegen. Mit DP hat der BMO dezidiert, dafür zu sein, so ein bisschen als Wahlgadget, als Opportunismus. Einer gibt so, und das für Populismus, mich so, und das nicht benutzen, das wird nicht geben. Aber da kommt die neue Regierung, und der BMO waren nach just die Grünen nicht dafür, aber das am Koalitionsakkord festgeschrieben ging. Und die einzige Partei, die N noch weiterhin nicht dafür war, die musste mit ihrem Transportminister durchsetzen. Und ich möchte doch gut, weil hier geht mit der größten Überzeugung der besten erklären, wie gut die Mesure ist. Das schön, dass mir das für uns Jahren nicht erklärt hat, am Plenum, am Platz so, die hat nicht verstanden und so weiter. Das sind wir ja gewinnt. Immerhin können dann noch vielleicht, kann die Regierung da doch noch an ihrer Klimabilanz zuschreiben. Fazit, als eng von den raren sozialen oder sogar klimafreundliche Mesuren, das gebe ich zwar nicht so überstrapazieren bei dieser Sache, aber bon, eine von den raren sozialen Mesuren von dieser Regierung, die sogar für ein Jahr international positiv von Lützeburg Schwätze gelöst wird, geht auf eine Initiative von der Link zurück. Also die braucht wirklich keine Topischkeiten zu machen wie die Nation Branding. Froh, dass ich wüsste, und mir macht das gratis. Ich komme nicht allein, Herr Präsident, mir schon zwar oft davon geschwärzt, vom großen Problem vom Logement zu schwätzen. Am Fond geholt müsste sich die Lösung von der Logementskrise am Budget rumspiegeln. Mit den Posten klemmt nicht mehr leicht bis 2023. Also gut, wenn ihr guckt, mit der Gesamtdepense geht es sogar auf 2,5% am Platz von 6,6%. Die lichte Plus von 6,2 Millionen, den erklärt sich so, dass einerseits
der Plus geht von 11 Millionen weinste Konventionen an der Projekt am Kirchefonds. Da kommen noch 2 Millionen für de Logement dabei. Und 5,4 Millionen für eine Wäsche, weil der Pakt Logement auslebt. Das heißt, rein budgetär gesehen lebt beim Logement Business as usual. Da gouf ein Spezialfonds ugekündigt für un Terrain zu kommen. Ein Spezialfonds, wo sich der Finanzminister wird steuern. Und der soll Terrain für den Fonds kaufen. Wir wissen noch nicht, was sich da wird ändern, weil bislang haben wir nicht den Eindruck, dass sich da wird viel bewegen, weil 10 Budgetartikeln, die regruppiert 10 verschiedene Budgetartikeln an der Weg geht, wie doch dran steht, werden keinen budgetären Impact haben. So wird bislang ausgesagt, also eine technische Reform, aber keine, die auf der Höchst von den Herausforderungen leidet. Salariatskummer schwätzt von 3 Milliarden, die der Staat müsste investieren, am Platz von 3 Millionen. Ich weiß, dass ein Kredit non limitativ. Ich weiß, dass mit dem Kredit non limitativ hätte ich noch ein bisschen mehr an die Luft setzen, weil mit 3 Millionen, da gehe ich davon heraus, dass man nicht ganz weit kommen. Und ich meine, dass wenn die Chambre des Salariés die Kritik möchte, ich soupçonniere die Chambre des Salariés dieser Regierung nicht richtig zu trauen. Aber das muss doch vielleicht Madame Back selber fragen. Mit 3 Milliarden kann den je nachdem 5 bis 10.000 Wohnungen schaffen. Aber da sind wir noch ganz weit vom Grund, weit von den 30.000 sozialen Wohnungen, die laut Caritas bauen müssen. Herr Präsident, es wird behauptet, der Premier hat kein Lin. Wir meinen aber, dass an dieser Regierung DP ganz wohl ein Lin hat. Und sie auch durchzieht. Das ist eben ein Lin vom Laissez-faire, wo die Regierung nur guckt, wie jeder nur sich selber guckt. Das ist aber ein Modell, den immer mehr Menschen wollen. Wir stehen auf der Seite von all die diese Stoffe ersetzen, dass den immensen Reichtum zurück und die soll gehen, die ihn erschafft haben. Da gibt es auch noch froh abgeworfen paar Mal, weil das Wort zitiert hat diese Regierung fertig. Ich weiß es nicht. Ich meine nicht, die Menschen haben mit dieser Regierung fertig. Und aus diesen Ursachen werden wir das Budget auch nicht mitstimmen. Sonja Schmerz.